Namaste. So schön bist du dabei, Juli mal wieder unterwegs für euch. Und zwar heute wartet eine wunderschöne Yoga-Routine auf dich. Und zwar ganz entspannend für den Rücken. Das heißt Yoga für den Rücken. Mach deine Matte breit und entspann dich. Ich freue mich, bist du dabei. So schön bist du dabei, deiner Yoga für den Rücken. Namaste, komm auf deine Matte in einen Sitz. In deinen Schneidersitz. Ich freue mich, bist du dabei und tust dir etwas Gutes. Massierst da deinen Rücken und dehnst all deine Faszien. Streckst deine Beine vor dir aus und platzierst ungefähr eine Faust unter deinen Knie, winkelst somit deine Knie leicht an, löst deine Hände unter deinen Knie und kommst mit rundem Rücken über deine Oberschenkel sanft ab in eine Vorwärtsbeuge. Vielleicht magst du mit dem Oberkörper gar nicht so tief kommen, das spielt keine Rolle. Achte darauf, dass dein Rücken, dein Nacken vollkommen entspannt ist. Und durchs Anwinkeln von deinen Knien ist dein unterer Rücken geschont. Wenn du Lust hast, kannst du bewusste Atemzüge nehmen. In jeden einzelnen Muskel, Faszie von deinem Rücken. Rollst sanft die Tür auf, bringst deine Hände in die Höhe, Handflächen zum Himmel hinauf und ziehst dich mit deinen Händen einmal richtig lang, eine gerade Wirbelsäule, Schultern öffnen, dehnen. Tiefe Atemzüge von deinen Fingerspitzen bis zu deinen Sitzhöcker ab, richtig schön aufstrecken. Tiefe Atemzüge, frisch nähren in deine Dehnung rein. Und loslassen, deine Hände, Finger sanft kreisen, wieder massieren und platzierst dich dann in deinen komfortablen Schneidersitz. Bringst deine Hände vor dich. Auch da nochmal eine wunderbare Vorwärtsbeuge in deinem Schneidersitz. Doch das mal tun wir auch noch ein bisschen mehr Becken, Gesäß, Oberschenkel, Muskeln mit ihnen. Zusätzlich zu deiner Rückendehnung, Rückenfaszien. Auch deinen Kopf nochmal ganz bewusst entspannen. Loslassen, deine Sitzhöcker bleiben immer auf der Matte. Und sanft wieder die Tür aufkommen. Bei Wechsel, unkomfortable Schneidersitz nenne ich das. Und kommst dann nochmal in deine Vorwärtsbeuge. Vielleicht nimmst du einen Unterschied wahr zu deiner Becken, Oberschenkelgesäß, Dehnung, als in deinem komfortablen Schneidersitz. Mit jeder Ausatmung entspannst du mehr und mehr. Körper und Geist. Lass los, Gedanken, Emotionen, To-dos, die dir da nicht weiterhelfen, dir nichts mehr bringen oder ihren Dienst erwiesen haben. Kommst ganz und gar an in deiner Dehnung. Für deinen Rücken sanft aus dieser Position wieder rauskommen. Fußsohlen das mal zueinander bringen. Deine Fußsohlen öffnen wie ein Buch und dich da nochmal sanft in eine Vorwärtsbeuge begeben. Hüftöffner, Oberschenkeldehner, aber auch nochmal deinen Rücken hier wunderbar durchdehnen mit deinen Öffnungen, tiefe Atemzüge, ganz bewusst jeden einzelnen Wirbel ab bis zu deinen Sitzhöcker. Mit jeder Ausatmung lass los. Körper und Geist entspannst tiefer und tiefer. Und sanft aus deiner Dehnung rauskommen. Deine Beine vor dir strecken. Das linke Fußgelenk aus der Kante von deinem rechten Knie auf die Matte platzieren. Tiefe Einatmung, Hände in die Höhe mit der Ausatmung. Rechten Ellenbogen aus der Kante von deinem linken Knie platzieren, linke Hand hinter deinem Pfödli auf der Matte platzieren, sodass sie da deinem Rücken helfen kann.
in einer geraden Wirbelsäule zu sein. Blick geht über deine linke Schulter. Tiefe Atemzüge, mit jeder Einatmung gerade Wirbelsäule, mit jeder Ausatmung ein Stock tiefer in deinen Twist kommen. Hüfte und Wirbelsäule dehnen, entspannen, frisch nähren. Nochmal ausatmen, Beinwechsel. Das rechte Fußgelenk Aussenkante von deinem linken Knie platzieren, tiefe Einatmung, Hände in die Höhe. Mit der Ausatmung, linken Ellenbogen Aussenkante von deinem rechten Knie platzieren, rechte Hand hinter dir auf der Matte. Deinen Rücken unterstützen. Eine gerade Position zu finden, dein Blick geht über deine rechte Schulter. Dein Twist für Hüfte, komplette Oberkörper und Wirbelsäule, wunderbare Dehnung. Bewusste Atemzüge. Und dann sanft aus der Übung rauskommen. Beide Beine vor dir strecken. Mit der nächsten Übung kommst du mit beiden Händen hinter dich auf die Matte, sodass du dein Kreuz wunderbar durchdehnen kannst. Tiefe Einatmung, Hände in die Höhe, Wirbelsäule strecken. Mit der Ausatmung, Hände hinter deinem Rücken auf der Matte platzieren, deinen Oberkörper sanft Richtung Matte runterkommen lassen. Vielleicht knallt da der eine oder andere Wirbel, der sich löst und öffnet. Das wäre doch wunderbar. Vor allem für Vielsitzer. Und Seitenwechsel. Einatmen durch aufkommen. Zur Ausatmung mit deiner Hand auf die rechte Seite hinter dich, auf die Matte kommen. Wunderbare Lösung für deinen unteren Rücken, wenn du viel sitzt oder starke Krämpfe während deiner Periode hast. Nochmal Seitenwechsel, linke Seite, nochmal bearbeiten. Nimm wahr, wie deine Wirbelsäule sanft entspannt, sich öffnet, Verspannungen sich lösen. Und mit jeder Einatmung neue frische Luft und Energie in jede einzelne Zelle von deinem Körper einströmt. Nochmal Seitenwechsel. Dich da sanft herabgeben, die Rotation in deiner Wirbelsäule wahrnehmen und geniessen. Und auch Gedanken ausatmen, loslassen mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Findest raus aus deiner Position in eine sitzende Retour. Du kannst sitzen bleiben. Ich zeige es dir von vorne. Find einen Schneidersitz, sodass deine Wirbelsäule in einer geraden Linie ist. Und du jetzt deine rechte Schulter zum linken Knie kannst bringen. Dein Blick geht über deine linke Schulter. Einatmen durch aufkommen und mit der Ausatmung linke Schulter zum rechten Knie bringen. Rechte Schulter zum linken Knie mit der Ausatmung. Einatmung durch auf, mit der Ausatmung linke Schulter zum rechten Knie bringen. Lass mal Wirbelsäule eher im Brustwirbelbereich sanft öffnen und dehnen. Findest du da vielleicht einen Flow mit dem Atem? Vielleicht nimmst du wahr, wie dein Oberkörper sanft weicher wird, mit jeder Ausatmung mehr und mehr. In deinem Tempo, in deiner Intensität, wie es für dich in dem Moment richtig ist. Und findest du zum Ende, kommst du mit rundem Rücken sanft wieder in eine sitzende Position. Deine Handflächen zielen zur Mattentür ab, deine Schultern bleiben gerade und von daher platzierst du jetzt dein linke Ohr Richtung linke Schulter. Sanfte Ja-Bewegungen, um deine ganze rechte Halsmuskulatur da sanft durchzudehnen, zu öffnen, all die kleinen Muskeln wahrzunehmen, um deinen Hals- und Nackenbereich.
in deiner Intensität. Vielleicht findest du einen Flow mit deinem Atem. Vielleicht magst du lieber grosse oder lieber kleine Bewegungen. Vielleicht magst du auch speziell an einem Ort bleiben, was dir gerade speziell gut tut, zu massieren. Mit jeder Ausatmung lässt Gedanken, Emotionen, To-Dos mehr und mehr los und findest mehr und mehr in deinen Körper, in deine Mitte, ins Hier und Jetzt, in deine Massage, deine Dehnung. Und sanft Seitenwechsel. Das rechte Ohr zur rechten Schulter, sanfte Ja-Bewegungen, linke Hals-, Nacken-, Knickmuskulatur sanft hinein. Massieren, vollkommen entspannt. In deiner Mitte. Im Hier und Jetzt, deiner Yoga für deinen Rücken. Lass los mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Findest du zu einem Ende, bringst deinen Kopf in die Mitte und kannst da deinen Hinterkopf sanft auf deinen oberen Rücken, Nackenbereich legen. Bist aber ganz vorsichtig mit deinen Nackenwirbeln, mit dem Knick. Auch da entscheidest du, wie intensiv, wie langsam oder schnell das deine Massage soll und darf sein. Nimm schwer Dehnung im Halsbereich um den Kehlkopf herum. Entspannst auch da tiefer und tiefer. Findest dann da sanft zu einem Ende. Und in der sitzenden Position. Ich zeige es dir von hinten, du kannst ruhig sitzen bleiben, wo du bist. Spannst deine Flügel, bringst deine Hände hinter deinem Rücken zusammen, Fingerspitzen zu deinem Kopf zielend. Brustkorb stolz, vorne stossen, öffnen, sodass deine Schultern noch mehr Platz haben in dieser Dehnung. Und tiefe Atemzüge nehmen, in deine Fingerspitzen Tür ab ein. Und allfällige Anspannung. Deine Finger, Hände, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schultern, Brustkorbbereich. Ausatmen, ausströmen lassen, loslassen. Bereitest dich darauf vor, machst einen runden Rücken und löst deine Hände, bringst sie sanft vor dich. Massierst da deine Hände sanft mit Kreisbewegungen, wenn du Lust hast. Es geht in die nächste Schulter-Brustkorbdehnung, deine rechte Hand. Winkelst an, sodass sie hinter deinem Rücken ankommt und deine linke Hand bringst von unten herauf zu deiner rechten Hand. Du kannst dir auch ein Tüchlein oder einen Gürtel zur Hilfe nehmen, wenn du deine Hände noch nicht zusammenbringen kannst. Aber auch da wichtig, Brustkorb öffnen, Schultern öffnen. Nicht, dass da dein Nacken von deinen Schultern verdrückt wird. Schultern, Lungen, Organdehnung. Tiefe Atemzüge in deine Dehnung rein und jegliches Anzeichen von Anspannung oder Verspannung ausatmen, ausströmen lassen, loslassen. Ganz und gar entspannt in deiner Schulter- und Armdehnung. Sanft zum Ende kommen, Hände lösen. Dann mach kreisende Bewegungen, wenn du Lust hast.
Und sobald du so weit bist, kommen wir zum Seitenwechsel. Das mal linke Hand oben herab von deinem Kopf auf deinen Nacken legen und rechte Hand von unter dir auf zu deiner rechten Hand bringen. Brustkorb nochmal wunderbar öffnen, Schultern öffnen, tief schnaufen in deine Dehnungen von deinen Armen und Händen rein. Ausatmen, loslassen, Gedanken, Emotionen, Anspannung, Verspannung. Mit jeder Ein- und Ausatmung kommst du tiefer und tiefer an im Hier und Jetzt, deiner Mitte, deinem Yoga für deinen Rücken. Lösest deine Position, Hände sanft massieren. Und sobald du da parat bist, kommst du in eine Vierfüßlerposition, achtest deine Knie und Hüfte in einer geraden Linie. Dein Füdli bleibt jetzt, wo es ist, und mit dem Oberkörper kommst du auf die Mattentür ab, sodass dein Brustkorb sich da sanft öffnet und dehnt Richtung Mattentür abkommt. Falls du zu viel Spannung auf deinen Schultern so erlebst, mit gestreckten Armen kannst du deine Arme durchaus auch gerne anwinkeln. Dein Herz ist da nahe bei der Matte. Wenn du noch Herzschmerzen hast oder Emotionen, die dir nicht weiterhelfen, dir in Dienst erwiesen haben, kannst du sie dann einmal ganz bewusst ausatmen, der Erde zurückgeben. Dich befreien von nicht mehr Gebrauchtem. Ganz und gar entspannt. Sanft aus der Dehnung rauskommen, Vierfüßlerposition. Rechte Hand zum Himmel hinauf strahlen, Blick zu deiner rechten Hand. Rechte Hand jetzt unter deiner linken Achsel durchschieben. Sanfte Schultern, Wirbelsäule, Flanken, Dehnung. Mit jeder Ausatmung lässt mehr und mehr los. Entspannst tiefer und tiefer. Einmal tief einatmen, ausatmen, loslassen. Und mit der darauffolgenden Einatmung sanft deine rechte Hand wieder neben die linke Hand platzieren. Vierfüßler. Linke Hand das mal zum Himmel hinauf, Blick zu deiner linken Hand und das mal linke Hand unter der rechten Schulter durchschieben. Blick zu deiner linken Hand. Oberkörperdehnung, Schulterdehnung. Ganz und gar entspannt. Lass los mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Einmal tiefe Einatmung, ausatmen, loslassen. Und dann mit der nächsten Einatmung in die Vierfüßlerposition zurückkommen. Deine Knie breiter bringen. Dein Gesäß auf deinen Fersen absetzen und da in deine Child's Pose kommen. Runder Rücken, vollkommen entspannt nach all diesen Twists, Rotationen und Dehnungen. Geborgen in deiner persönlichen Höhle, Kopf, Herz und Knie nahe beieinander. Mit jeder Ausatmung lass los. Entspannt. Findest sanft aus deiner Child's Pose hinaus. Kommst in einen Vierfüßler, Zechen aufstellen und dich dann da in deinen ersten herabschauenden Hund stoßen. Deine Knie dürfen gerne angewinkelt sein, deine Fußsohlen müssen in keinem Fall komplett auf der Matte sein. Nimm 1-2 Schritte an Ort und Stelle, sodass wahrlich deinen kompletten Oberkörper kannst mitdrehen. Und jedes einzelne Rippli, jedes einzelne Gelenk, jeder einzelne Muskel von deinem Körper sanft öffnest und dehnst.
Lass die Energie wieder strömen im tiefen Atemzug von deinen Händen bis zu deinen Füßen, in deinem schönsten Hund, dieser Power Pose. Energien wahrnehmen, die durch deinen Körper durchfließen. Und dann als nächstes in kleinen Schrittchen mit deinen Füßen zu deinen Händen spazieren. Hier in deiner Vorwärtsbeuge ankommen. Rücken und Kopf vollkommen entspannt. Arme kannst du ineinander rein verschränken, deinen Kopf sanft Ja oder Nein wippen. Vollkommen entspannt in deiner Vorwärtsbeuge, Rücken hängen lassen, Beine sind leicht angewinkelt. Nächste Einatmung bringst deine Beine ein bisschen breiter, sodass du in deine Yoga-Hocke kannst kommen. Oberarm zwischen deinen Knien. Prayer Hands vor deinem Herz, gerade Wirbelsäule, Hüften öffnen, Wurzelchakra kultivieren, tiefe Atemzüge da ganz bewusst bis zu deinen Fersen, Tür ab. Mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst loslassen. Ankommen im Hier und Jetzt, in deiner Mitte, auf dem Planet, in deinem Leben. Nochmal tief einatmen, mit der Ausatmung Hände lösen, sanft hinter dich zu deinem Gesäß bringen, das Viertel zurück auf die Matte, runden Rücken machen. Und sanft Wirbel für Wirbel in eine liegende Position kommen. Deine Beine bleiben in dem Moment vor dir angewinkelt, sodass du deine Knie zu deinem Brustkorb ziehst und mit deinen Händen deine Zehen oder Fußsohlen kannst berühren und greifen. Öffnest dich da in deine Happy Baby Pose, wiegst dich voller Leichtigkeit und Entspannung sanft hin und her. Nicht nur Hüften, sondern auch deinen Rücken und all deine Organe sanft massieren. Nochmal ganz bewusst Gedanken, Emotionen, To-Dos loslassen. Oder immer noch durch deinen Kopf schwirren. Und ganz und gar entspannen in deiner Happy Baby Pose. Kommst du sanft zu einem Abschluss, deine Beine weiterhin vor dir angewinkelt, mit deinen Händen in deinen Kniekehlen und da deine Knie noch ein bisschen nach links und nach rechts wiegen, deine Hüfte gern haben. Vollkommen entspannt, frisch genährt und gelöst. Sobald du da so weit bist, streckst du deine Beine vor dir aus, kannst sie auch angewinkelt behalten, wenn es deinem unteren Rücken besser geht. Und kommst an in deiner Shavasana. Streckst dich dann einmal richtig genüsslich durch, jeden einzelnen Muskel aktivieren und ausatmen, loslassen. Vollkommen entspannen. Jeder einzelne Wirbel von deiner Wirbelsäule, dein Brustkorb, dein Oberkörper vollkommen entspannt auf deiner Matte. Deine Arme und Hände, Finger, Schultern vollkommen entspannt. Mit jeder Ausatmung lässt mehr und mehr los. Dein Hals, dein Knick, dein Kopf vollkommen entspannt auf der Matte. Sinkst tiefer und tiefer in deine Entspannung. Dein unterer Rücken, dein Becken, deine Hüften, deine Beine, deine Füße vollkommen entspannt auf deiner Unterlage.
Mit jeder Einatmung strömt von ganz allein, ohne jegliche Anstrengung deinerseits frische neue Luft und Energie in die einzelnen Zellen von deinem Körper. Mit jeder Ausatmung los. Sinkst tiefer und tiefer in deine Shavasana. Du darfst auch sehr gerne noch ein bisschen liegen bleiben, doch ich verabschiede mich von dir. Ich hoffe, du hast deine Yoga für deinen Rücken Session genossen. Ich danke dir ganz herzlich, bist du dabei gewesen. Wenn du meine Arbeit möchtest wertschätzen, wäre ich dir mega dankbar, meinen Kanal zu abonnieren, mir ein Like zu geben oder ein bisschen Werbung zu machen für mich, falls du Lust hast, im Raum Zürich auf eine private Lektion oder Gruppenlektionen. Findest all meine Kontaktdaten und meinen Stundenplan auf der Webseite www.thegoldendrop.me. Ganz lieben Dank, nur das Beste für dich und einen wunderbaren neuen Tagesabschnitt. Namaste, deine Julie, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule Zürich.